SRF Audio. Ja, das sind keine guten Nachrichten für die Schweiz, ausgerechnet am 1. August, und deshalb haben wir heute hier bei News Plus eine Spezialfolge für euch parat. Zwischen den USA und der Schweiz gibt's eben keine Einigung im Zollstreit. Die USA erheben darum neu 39% auf Importe aus der Schweiz. Das hat US-Präsident Donald Trump angeordnet. Die Zölle sollen ab dem 7. August gelten. Meine Kollegin Caroline Arn vom SRF Tagesgespräch konnte am 1. August am Vormittag mit dem Präsidenten von Economy Suisse reden, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft, darüber, was dieser Zollentscheid für die Schweizer Wirtschaft bedeutet. Und dieses ausführliche Interview mit Christoph Mäder hört ihr jetzt hier bei News Plus. Christoph Mäder, ihr seid Präsident von Economy Suisse, vom bedeutendsten Wirtschaftsdachverband der Schweiz. Willkommen im Tagesgespräch. Vielen Dank, Frau Hahn. Danke für die Einladung. Habt ihr gut geschlafen die Nacht? Ja, gut geschlafen. Allerdings, als ich dann verwacht bin und relativ schnell nach dem Verwachen die Nachrichten aus den USA gesehen habe, ist es mit der Nachtruhe schnell vorbei gewesen. Also ihr seid nicht aufgeblieben und habt gewartet, weil ihr gewusst habt, dass etwas kommt? Nein, angesichts dessen, dass man nie weiss, ob und wenn etwas kommt aus Washington, wäre das, glaube ich, nicht das Richtige gewesen. Und jetzt, als ihr das dann eben gesehen habt, wie war es für euch? Ja, ich war wahrscheinlich wie alle einerseits sehr, sehr überrascht gewesen und andererseits sofort auch tief besorgt. Weil was hier angekündigt worden ist ein harter Schlag für die Schweizer Wirtschaft. Also seid ihr auch ein bisschen schockiert gewesen? Ja, man hat sich ja mittlerweile, glaube ich, an einiges gewöhnt, was aus Washington kommt, aber mit dem Resultat habe ich wirklich nicht gerechnet. Und insofern bin ich schon negativ überrascht gewesen. Aber es hat ja nach einer eigentlich guten Lösung ausgesehen oder auch getönt. Es hat eine gemeinsame Absichtserklärung gegeben. Und es hat auch immer geheißen, dass die Schweiz einen guten Draht hat zum Donald Trump. Was ist denn da schief gelaufen jetzt? Also ich würde mich hüten, jetzt irgendjemandem Vorhaltungen oder Vorwürfe zu machen. Ich glaube, das ist unangebracht. Wir haben tatsächlich gut verhandelt mit den Vertretern der Trumpschen Administration, notabene mit Ministern, wo also nicht irgendwelche untergeordneten Stellen sind. Wir haben mit dem Herrn Bessen, mit dem Herrn Ludwig und anderen haben wir ein Einvernehmen gehabt. Man hat eine Lösung gehabt, die beide Seiten unterstützt haben. Es ist jetzt einfach Tatsache, dass der Präsident selber die Lösung offenbar nicht umsetzen und nicht akzeptiert hat. Aber ich glaube nicht, dass man muss feststellen, es ist etwas schief gelaufen. Das Problem heisst Präsident Trump. Ihr habt jetzt gesagt, das heisst, ihr seid recht nah dran an diesen Verhandlungen. Also ihr von Economy Suisse. Wir sind gut informiert gewesen, wie es läuft, aber wir sind also nicht am Verhandlungstisch gesessen. Das wäre falsch, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Es ist ja umso erstaunlicher, dass eigentlich die USA und die Schweiz ein gutes Einvernehmen hatten. Also eigentlich so ein bisschen es war schon eine Freundschaft gewesen. Ja, ich glaube, das darf man schon feststellen. Es ist eine grosse Enttäuschung, dass die Schweiz, die ein verlässlicher, guter Handelspartner immer war für die Amerikaner, jetzt so abgestraft werden. Das ist schwer verdaulich und es ist insbesondere auch nicht verständlich, warum wir gegenüber unseren Wettbewerbern, gegenüber anderen Ländern so eine viel schlechtere Behandlung erfahren. Das ist nicht nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt. Ihr habt jetzt das Wort abgestraft gebraucht. Eben, wir sind in Ländern, wo der Donald Trump klar gesagt hat, dass er die abstrafen will. Also wir haben quasi ähnlich hohe Zölle, obwohl es da eigentlich keinen Grund gibt, die Schweiz abzustrafen. Ja, das ist die nüchterne und auch sehr ernüchternde Feststellung. Warum die Schweiz hier abgestraft werden soll, ist aus unserer Sicht schlicht nicht nachvollziehbar. Und es hat auch bisher keine Erklärung dafür, die irgendwie einleuchten würde. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig zu verdauen. Economy Suisse schreibt auch, die Zölle seien ungerechtfertigt. Warum? Ja, das kann man an einfachen Punkten festmachen. Die Schweiz behindert den Import von US-Produkten in unser Land, weder mit Zöllen noch mit anderen Importbarrieren. Das ist einmal das Erste. Also wir sind nicht irgendwie ein Land, wo die USA oder andere Länder, aber die USA insbesondere, mit irgendwelchen speziellen Zöllen belasten. Das Zweite ist, wir sind ein sehr bedeutsamer Direktinvestor in den USA. Die Schweizer Unternehmungen beschäftigen
rund 400'000 Mitarbeitende in den USA. Wir sind ein grosser Direktinvestor, überproportional gross verglichen mit unserer Volkswirtschaft. Und wir haben seit jeher regen Austausch und rege Partnerschaften. Wir sind mit der amerikanischen Wirtschaft, wir sind ein Technologielieferant, wo gerade auch jetzt unter der Administration Trump bedeutsam ist, wenn es darum geht, die Industrialisierung der USA weiter voranzutreiben, wie ja das die Regierung ausdrücklich wünscht. Also es gibt viele verschiedene Gründe, warum die Zölle in keiner Art und Weise gerechtfertigt sind. Aber alle die Argumente sind jetzt ins Leere gelaufen bei diesen Verhandlungen. Ja, das muss man leider feststellen und das ist, wie ich vorhin gesagt habe, das ist sehr schwer verdaulich. Vor allem auch, weil die Schweiz hat in den Verhandlungen ein Paket auf den Tisch gelegt, das Hand und Fuß hat, mit grossen Aussichten auf grosse Investitionen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das ein sehr gut dotiertes Paket gewesen. Sie hat auch angeboten, in anderen Bereichen, weder bei den direkten Investitionen mit den USA noch verstärkt zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel betriebliche Programme in der Berufsausbildung. All das ist offenbar jetzt vom Präsidenten nicht honoriert worden. Ihr schreibt, die Zölle seien eine ernsthafte Belastung für die Schweizer Wirtschaft. Was heisst ernsthaft oder sehr ernsthaft, schreibt ihr sogar? Das ist so. Die sind sehr ernsthaft, die Belastungen. Man muss sich einfach vorstellen, wenn die Schweiz als stark exportorientiertes Land, die Schweizer Unternehmungen, vor der Situation stehen, dass der amerikanische Kunde müsste plötzlich 39% Zoll auf diesen Schweizer Import zahlen. Es ist ja der Kunde, der das zahlt, nicht die Schweiz. Dann wird der amerikanische Kunde, natürlich sehr gut überlegen, habe ich Alternativen? Kann ich ausweichen zu einem Konkurrent aus einem Land, das weniger Zollbelastung hat? Oder er wird sich in anderen Branchen überlegen, kann ich die Investition aufschieben? Man denke zum Beispiel an die Uhrenindustrie. Der amerikanische Konsument wird sich überlegen, ob er jetzt halt den Kauf von dieser Uhr nicht tätigt, weil sie ihm schlicht und einfach zu teuer ist. Also die Auswirkungen sind sehr direkt. Hat es denn so eine Situation schon mal gegeben? Also meines Wissens hat es so einen radikalen Wechsel von Zolltarifen hat's noch nie gegeben. Also ich mag mich sicher nicht an so etwas Ähnliches erinnern. Schauen wir doch jetzt auf die Branche mit euch, Christoph Meder. Ihr seid Präsident von Economy Suisse. Euer Wirtschaftsdachverband vertritt 100 Branchen. Was bedeutet das jetzt für die Einzelnen, wenn ihr 3 Branchen aufzählen könntet, die jetzt am meisten betroffen sind oder wären? Welche sind das? Also ich kann beispielhaft sicher 3 aufzählen. Ich habe vorhin die Uhrenindustrie bereits erwähnt. Das ist eine Industrie. Ich habe übrigens heute Morgen schon Kontakt gehabt mit dem Verband der Uhrenindustrie. Die sind zutiefst besorgt, weil der Kaufentscheid für eine Uhr, den können sie aufschieben. Das ist nichts Lebensnotwendiges, das ist ein Luxusgut, wenn man so will. Und das wird unmittelbare Auswirkungen auf das Kaufverhalten haben. Das ist eine Branche, die ganz offensichtlich massiv wird betroffen sein. Bleiben wir da noch kurz dabei. Ja. Und in der Schweiz, also die Schweizer Uhren, das ist ja eigentlich auch das Markenzeichen, die werden eben auch in der Schweiz produziert. Und darum trifft es die Branche noch besonders hart. Genau, dass das Schweiz-Label getragen werden kann, dafür braucht es einen Grossteil der Produktion in der Schweiz. Und darum ist dort die Auswirkung ganz unmittelbar. Aus der Schweiz werden die direkt in die USA exportiert und hier hergestellt, eben genau wie Sie sagen. Das ist eine sehr klare, sofortige Betroffenheit. Und da gibt es auch keinen Ausweg, dass man sie zum Beispiel über China exportiert? Das ist nicht einfach. Ich könnte jetzt Ihnen nicht im Detail sagen, ob es da quasi Exportwege gibt, wo man das zumindest teilweise könnte abfedern oder ob die eben auch durch die letztendlichen Ausführungen von diesen Zollbestimmungen abgeklemmt sind. Wir kennen die Details von diesen Zollbestimmungen natürlich überhaupt nicht. Und es ist gut möglich, dass verhindert wird, dass solche Umgehungskanäle quasi Platz greifen können. Dann kommen wir eben zur zweitbetroffensten Branche. Ja, da würde ich klar, also das ist nicht eine Rangliste, aber einfach beispielhaft, ich würde klar die Swissmem, also Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie erwähnen. Das ist eine Industrie, die
schwergewichtig im Export tätig ist. Das ist eine Industrie, die schwergewichtig im Investitionsgüterbereich tätig ist. Also da hat man gewerbliche und industrielle Kunden auf der anderen Seite. Und dort wird die Situation so sein, dass sich der Kunde überlegt, habe ich ein Alternativprodukt aus einem anderen Land, das günstiger ist, und dann wird die Situation für die Schweiz natürlich ungemütlich. Wenn sie hochentwickelte, einzigartige Produkte haben, dann ist die Chance vielleicht besser, dass auch mit so hohen Zöllen dann noch gekauft wird. Aber auch dort wird der Druck massiv zunehmen. Ob sie einen Zoll von 39% können auf einen Kunden überwälzen, das ist also sehr fraglich. Das ist eine Grössenordnung, die jegliche Diskussion zwischen Kunde und Lieferant schwierig macht. Und eben Präzisionsinstrument zum Beispiel, das ist so der Exportklassiker. Das ist also der schweizerische Exportklassiker. Das ist das, wofür die Schweiz in der ganzen Welt auch bekannt ist. Und die werden unter Druck kommen. Also der Präsident von der Swissmem hat mir heute Morgen auch bereits gesagt und seine grosse Sorge ausgedrückt. Das wird einen enormen Druck geben auf die Unternehmungen. Und die dritte Branche? Da würde ich sicher auch eine Lebensmittelbranche dazu zählen, wo es gewisse Export gibt. Aber sie können alle möglichen anderen Branchen auch nehmen. Wenn sie einen generellen Zoll von 39% haben, dann werden vor allem die Produkte, die austauschbar sind, die werden massiv unter Druck. Und eben Lebensmittel, da meint ihr jetzt nicht die Landwirtschaft, sondern beispielsweise Konzerne wie eine Nestlé. Das ist ein Beispiel, wobei ein Nestlé natürlich global produziert und zum Teil eben sehr stark auch in den USA mit Produktionen verankert ist, wo dann keine Zölle würden anfallen, wenn es US-Produkte sind. Trifft es denn vor allem die kleinen Betriebe? Die kleinen Betriebe haben natürlich, das ist ein grosses Thema, haben weniger Möglichkeiten, ihre Produktion quasi in die USA zu verlagern, um so etwas zu umgehen. Die haben auch traditionell viel weniger Produktionsstätten außerhalb der Schweiz. Darum sind die kleinen und mittleren Unternehmen besonders betroffen. Klar. Jetzt sehr wahrscheinlich ausgenommen ist die Pharmabranche von diesen Zöllen. Aber das heisst ja nicht eigentlich, oder das ist nicht zwingend eine gute Nachricht. Sie wissen, dass die Pharmabranche für die Schweiz überdurchschnittlich wichtig ist. Insofern ist alles, was der Pharma Sorge bereitet, ist immer auch gerade eine Sorge von der Schweiz, von der Schweizer Volkswirtschaft selber. Nein, das ist nicht zwingend eine gute Nachricht. Darum, weil ja bekannt ist, dass der Präsident Trump die Pharmabranche quasi wie in einem separaten Programm zur Pflicht rufen. Und das hat er schon längst angekündigt und hat das gestern auch wieder manifestiert, indem er den grossen Pharmaproduzenten, weltweit grossen Pharmaproduzenten, einen Brief hat zukommen, wo er verlangt, dass drastische Preisanpassungen verbindend zugesagt werden. Preisanpassungen gegen runter selbstverständlich. Also wir müssen davon ausgehen, dass wenn sich etwas in dieser Richtung manifestiert, das wird deutliche Auswirkungen auch auf unsere Pharmabranche haben. Also beispielsweise Novartis müsste jetzt eben innerhalb 60 Tagen die Medikamentenpreise senken. Was würde das heissen? Also ich meine, was denn genau von dem realisiert wird oder nicht, das wird sich zeigen. Man darf den Brief, den ich auch lesen konnte, heute am Morgen, der Brief ist natürlich vor allem einmal ein Drohbrief. Und wie genau der da am Schluss reagiert wird und wie das letztendliche Resultat ausgeht, das steht im Moment noch in den Sternen. Also da kann man noch nichts voraussagen, was das genau heisst. Was sicher in der Tendenz kann gesagt werden, ist, dass natürlich das Interesse der grossen Pharmaproduzenten aus der amerikanischen Produktion zu beliefern, das wird auch noch mal zunehmen. Aber das wäre ja vor allem dann eine Lösung für allfällige Zölle. Pharmapreise selber, das ist ein anderes Thema. Da spielt es gemäss dem Schreiben zumindest keine Rolle, ob die Preise auf Import oder auf lokal produzierte Produkte stattfinden. Da geht es generell um Pharmapreise. Stichwort Zölle, da gibt es ja jetzt eine Untersuchung in den USA, Stichwort 232. Also dort wird untersucht, ob die einzelnen Pharmaunternehmen den USA schaden und es drohen bis zu 200% Zölle. Also
das ist ja dann nochmal ein grösserer Zollhammer. Ja, die Untersuchung, die Sie ansprechen, die Section 232, die ist noch im Gang. Wir haben keine Informationen vorläufig über allfällige Resultate. Die werden in wenigen Wochen erwartet, die Resultate. Und was das denn genau heisst und wie das Verhältnis zwischen Zöll- und Pharmapreisen aussieht, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Also das ist im Moment einfach schlicht noch verfrüht, da bereits darauf einzutreten. Schauen wir doch jetzt noch, wie es weitergehen könnte. Der Bundesrat hat heute sein Bedauern ausgedrückt. Längt das oder müsst ihr jetzt nicht, ein bisschen zugespitzt gesagt, Fuchsteufelswild sein? Also jetzt muss man, glaube ich, aufpassen. Der Bundesrat wird es nicht beim Bedauern bewenden. Da bin ich zuversichtlich. Die Informationen, die haben wir, dass das nicht der Fall ist. Man darf die Medienmitteilung auch nicht zu fest wörtlich gewichten. Sie wissen das. So Mitteilungen werden immer auch unter dem Aspekt gemacht und geschrieben, wie reagiert die Gegenseite, wenn man so sagen darf, auf so Medienmitteilungen. Und es ist nicht Usus, dass der Bundesrat in seinen Medienmitteilungen erstens drastische Sprache braucht, aber vor allem ist es auch nicht, sicherlich wäre es nicht angebracht, wenn er quasi jetzt in der Medienmitteilung würde, bereits im Detail darlegen, wie er sie jetzt weiter machen will. Ich bin zuversichtlich, dass der Bundesrat wird auch auf dem Verhandlungsweg noch probieren, das Schlimmste abzuwenden. Ich bin zuversichtlich, dass da nichts unterlassen wird, was nötig oder möglich ist. Ob das von Erfolg am Schluss ist, das werden wir sehen. Aber ich bin ganz sicher, dass die Diplomatie und die Landesregierung da alles unternimmt, was möglich ist. Bis jetzt ist die Schweiz ja sehr höflich mit dem Donald Trump umgegangen, hat eben Sachen angeboten. Ihr habt es vorher gesagt, ein schönes Paket vorgelegt. Andere Staaten, auch die EU, die haben gerade sofort mit Gegenmassnahmen gedroht. Müssen die Schweiz jetzt auch andere Seiten aufziehen? Stichwort Gegenmassnahmen sind wir nach wie vor der Meinung, das wäre keine gute Idee. Die Schweiz ist schlicht und einfach nicht gross genug und nicht bedeutend genug für die USA, für das wir da mit dem eigenen Markt für US-Export quasi können eine Drohkulisse aufziehen. Ich glaube, das ist schlicht falsch. Wäre schlicht falsch. Und darum sehe ich da nicht viel Spielraum. Die Schweiz wird ihre Interessen mit Nachdruck vertreten, wird das, wie sie das auch bisher gemacht hat, mit intensiven Bemühungen probieren. Aber wir müssen schon sehen, was möglich ist und was nicht. Und wenn eine EU mit Gegenmassnahmen liebäugelt, sie haben sie ja noch nicht angekündigt, dann ist das halt eine andere Grössenordnung, als wenn das die Schweiz als kleine Volkswirtschaft machen würde. Vielleicht schnell eine Seitenfrage bei diesem Thema. Ist jetzt das, was wir jetzt hier sehen, hat das einen Einfluss auf die ganze EU-Vertragsdebatte? Einfach eure Einschätzung. Das ist gut möglich. Ich habe schon länger dafür plädiert, dass man die geopolitischen Veränderungen, und dazu gehören auch die wirtschaftspolitischen Veränderungen, dass man die sehr genau anschauen muss bei der Diskussion über die Frage, wie wir unser Verhältnis zur EU regeln wollen. Die Machtverhältnisse verschieben sich, die Allianzen verschieben sich. Wir müssen uns gut überlegen, wer unsere verlässlichen Partner sind. Wir müssen auf der anderen Seite auch klar sowohl mit der EU, aber auch mit anderen Volkswirtschaften probieren, unsere Handelsbeziehungen zu verbessern. Stichwort Freihandelsabkommen. Aktuell gerade mit Mercosur oder auch der Erneuerung vom Freihandelsabkommen mit China. Die Schweiz muss alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen, damit ihre exportorientierte Wirtschaft und damit auch die Binnenwirtschaft notabene auch weiterhin kann prosperieren. Bei diesen 39% Zölle, die jetzt drohen, da muss jetzt die Schweiz alleine verhandeln. Vielleicht noch abschliessend zu diesem Thema. Wenn ihr jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 könntet sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Donald Trump von diesen 39 noch runterrückt, wie hoch würdet ihr die Wahrscheinlichkeit schätzen? Das wäre Kaffeesatz lesen. Der Herr Trump hat bewiesen, dass er ungewöhnlich denkt und vorgeht und daher hüte ich mich da, welche Wahrscheinlichkeit anzugeben. Vielleicht der Status von eurer Hoffnung. Habt ihr noch Hoffnung? Ich habe noch Hoffnung, weil am Schluss die Amerikaner, und so haben wir sie über Jahrzehnte auch kennengelernt, am Schluss, wenn immer der Schluss ist,
sind die Amerikaner, lassen sich leiten von wirtschaftlichen Überlegungen. Und die angekündigten Zölle für die Schweiz machen für die Amerikaner auch überhaupt keinen Sinn. Und sie machen für die Schweiz erst recht keinen Sinn. Und für eine gedeihliche Weiterführung der Handelsbeziehungen werden die Amerikaner am Schluss hoffentlich wieder zur Raison kommen. Meine Hoffnungen sind langfristig hoch. Der Bundesrat schreibt auch, dass er jetzt allfällige rechtliche Massnahmen prüfen will. Ihr seid Jurist. Wäre es jetzt wichtig, dass die Schweiz beispielsweise die WTO, die Welthandelsorganisation, anrufen würde? Ich würde mir wünschen, dass das ein Weg wäre, der wirksam sein kann. Aber im Moment haben wir es nicht mit einer internationalen Wirtschaftsordnung zu tun, die nach klaren Regeln funktioniert und wo die Verletzung der klaren Regeln auch sanktioniert wird. Die WTO ist einigermaßen gelähmt seit einiger Zeit und die Amerikaner betreiben im Moment eine Politik, die Machtausübung heisst. Und da ist das Instrumentarium von der WTO leider wahrscheinlich nicht wirksam. Und es hat auch keinen Sinn, dass man es ergreift. Man muss im Staatenverbund trotzdem probieren, die multilateralen, die multinationalen Plattformen wie eine WTO am Leben zu erhalten und nach Möglichkeit wieder zu revitalisieren. Und insofern ist die WTO-Widrigkeit von gewissen Vorgehen, die darf man schon nennen. Aber ob das die Amerikaner im Moment kümmern, das ist schon auf einem anderen Blatt. Gehen wir jetzt davon aus, dass am 7. August die 39% Zölle wirksam werden. Der schreibt von Economie Suisse, es brauche Ausgleichsmassnahmen. Der Bundesrat schreibt, die Möglichkeit von Kurzarbeit soll aufrechterhalten werden. Längt das? Das ist eine Massnahme, die in der kurzen Frist ergriffen werden und die sicher hilft. Mittel- und längerfristig müssen wir aber vor allem dafür sorgen, dass wir einerseits das von mir bereits angesprochene Netz von Handelspartnerschaften mit anderen Teilen der Welt weiter ausbauen und verbessern. Das ist das eine. Wir müssen aber vor allem auch im Inland alles unternehmen, was die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärkt, fördert. Und das heisst vor allem auch, dass man den Unternehmen nicht noch mehr Belastungen, nicht noch mehr finanzielle Lasten, noch mehr Bürokratie kann auferlegen. Das wäre angesichts dieser Entwicklungen, die wir jetzt so drastisch sehen, wäre das diametral falsch. Und daher geht der Appell an die Politik, all die Rahmenbedingungen, die so wichtig sind für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, im Auge zu behalten und zu fördern. Jetzt gibt es ja schon politische Forderungen von der FDP beispielsweise, aber auch von der Mitte, dass eben dereguliert wird, beispielsweise Steuersenkungen. Da wären ihr auch dafür. Unternehmenssteuern zum Beispiel. Dort, wo man Spielraum hat, muss man ihn ausnutzen. Das ist ohne Zweifel. Und die Schweiz hat Spielraum. Die Schweiz ist nach wie vor ein wohlhabendes Land, ein sehr wohlhabendes Land. Die Schweiz hat nach wie vor eine gute finanzielle Lage. Die muss unbedingt beibehalten werden. Und dabei wird auch die Frage, wie kompetitiv das Steuerumfeld für Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind, auch internationale Unternehmen ist, die Frage wird weiterhin sehr, sehr dringlich bleiben. Und da, man darf nicht einfach sagen, Steuersenkungen kommen nicht in Frage. Rahmenbedingungen sind ein Konglomerat von verschiedensten Regelungen. Die Steuerseite ist eine davon und auch die gehört genau angeschaut und der Spielraum diesbezüglich ausgeschöpft. Die OECD-Mindeststeuer hat die Schweiz ja schon eingeführt als eines der ersten Länder. Müsste da wieder ein Schritt zurückgegangen werden? Das ist nicht auszuschließen. Allerdings müssen wir die internationale Entwicklung sehr genau beobachten. Bis jetzt haben sich ja vor allem wiederum die Amerikaner aus dem Rennen genommen, gewissermaßen bei dieser OECD-Mindeststeuer. Die Europäer nicht. Man muss sehr genau analysieren, was der beste Weg ist. Aber wenn die Möglichkeit besteht, diesbezüglich ohne Schaden für die gesamte Volkswirtschaft das Rad gewissermaßen noch ein bisschen zurückzudrehen, dann muss man das unbedingt machen. Machen wir hier einen Schlussstrich, machen wir noch eine Zusammenfassung. Die Schweizer Wirtschaft, ist die heute nicht mehr die gleiche, die sie gestern noch war? Heute schon noch, aber wenn die 39% bleiben, dann werden sich deutliche, schmerzhafte
Veränderungen einstellen und die wollen wir alle nicht. Was erwartet ihr jetzt von der Politik vom Bundesrat? Ich erwarte, dass dem Dossier weiterhin höchste Priorität zugeordnet wird, dass nichts unterlassen wird, was auf dem diplomatischen Weg möglich ist, dass der Bundesrat mit aller Energie die Verhandlungen probiert wieder aufzunehmen und weiterzuführen. Aber ich erwarte vor allem auch von der Schweizer Politik, dass sich sehr stark bewusst ist, was das heissen kann und warum deshalb Verbesserung und Erhaltung der guten Rahmenbedingungen eine absolute Priorität sind für die Schweiz. Und was wird die grösste Umwälzung sein, die jetzt die Zoll in Bewegung bringen? Das kann man nicht pauschal über alle Branchen hinein beurteilen. Es wird in den Branchen, wo es möglich ist, wird der Druck, Produktionen nach den USA zu verlagern, massiv zunehmen. Nochmal, wenn das bleiben sollte. Und da sind bereits viele Unternehmen am Studieren, ob sie die Möglichkeit haben. Es wird aber auch dazu führen, dass gewisse Unternehmungen nicht mehr in die USA exportieren können. Und noch eines, das kann für solche Unternehmen existenzielle Gefahren mit sich bringen. Und unter dem Strich wird die Schweizer Wirtschaft kleiner werden. Die Schweizer Wirtschaft hat mehrfach schon eine sehr erstaunliche Resilienz an den Tag gelegt, wenn es darum geht, mit Widerwärtigkeiten umzugehen. Ich erinnere nur an die Frankenstärke, ich erinnere an die Finanzkrise und ähnliche Dinge. Die Schweizer Wirtschaft wird auch hier probieren, alles Erdenkliche zu machen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dazu ist sie schon nur gezwungen, weil unser Exportanteil sehr hoch ist. Aber ich befürchte, wenn 39% Zölle mit dem wichtigsten Einzelhandelspartnerland bestehen bleiben, dann wird das schmerzhafte Einbußen haben für verschiedenste Unternehmen. Christoph Meder, ihr habt so gesagt, ihr seid sehr enttäuscht. Was macht ihr jetzt an diesem 1. August, um mit dieser Enttäuschung umzugehen? Wir sind in Kontakt mit den Branchenverbänden. Wir sind in Kontakt mit den Bundesbehörden. Da hat bereits heute Morgen früh angefangen. Und wir bieten den Behörden jegliche nur denkliche Unterstützung an, wenn wir bei diesen weiteren Schritten behilflich sein können. Wir werden genau beobachten, wie das jetzt weitergeht und unsere Behörden bei diesen Verhandlungen nach Kräften unterstützen. Also ihr werdet vielleicht sogar noch mehr Investitionen anbieten, ganz konkrete Sachen? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen und nicht ablehnen. Das Paket, das die Schweiz schon zusammengestellt hat vor ein paar Wochen, ist bereits ein sehr umfangreiches Paket gewesen. Das sind aber allerdings natürlich Investitionszusagen und Investitionspläne von den Unternehmungen. Der Staat hat hier quasi nur eine Scharnierfunktion und ob man die einfach so noch erhöhen kann, das steht für mich völlig in den Sternen. Christoph Meder, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Wahn. Meine Kollegin Caroline Arn vom SRF-Tagesgespräch hat mit dem Präsidenten von Economy Suisse, Christoph Meder, geredet. Was ganz aktuell in Sachen Zölle passiert, das findet ihr auch rund um die Uhr auf der SRF News App. Und wenn ihr wissen möchtet, wie US-Präsident Donald Trump eigentlich vorgeht bei so Verhandlungen, wir konnten darüber mit einem Verhandlungsexperten reden. Ich verlinke euch die Folge mit dem Titel Drohungen, Deadlines und Golf im Podcast-Beschrieb. Und wenn ihr das Tagesgespräch noch nicht gekannt habt bis jetzt, dann abonniert das unbedingt auf eurer Podcast-App. Im Tagesgespräch kommen von Montag bis Freitag Gäste zu Wort zum Thema des Tages. Und jetzt weiterhin ein gutes Wochenende. Bis bald. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.